Haut zweite Sonntag am Joreskreis begrüßen Sie euch aus der Kirche von Dideling, wie wir drauf von heute Sonntagsmass. Es singt Choral Saint-Martin Dideling, Dirigentinnen sind Monique Bieren-Kettel und Simon Charles Kirsch. Organist ist den Alessandro Urbano. No singen Präambül vom Viern sangen wir Exultate Jubilate vom Erlene Renz. Herr, erbarme dich vom Meyerhofer, eng Mass vom Hans Berger, Adoramus Te vom Andi Beck, nimm o Herr die Gaben vom Marc Quaring, O Salutaris vom Laurent Menager, an als Schlusslied ein Irish Blessing arrangiert vom Meyerhofer. Duegel spielt als Sortie Divertissement Opus 31 vom Louis Vierne.
Am Numm vom Pap, a vom Sohn, a vom Heilige Geist. Amen. Den Herr sief ma dich all. Leif Leiit heit zu Dideling an der Kirch, a leif alle goe, déi da iwwer Medien mat deis verbonne sieht. Wa mal lo hei versammelt sinn oder ageschaut sinn, dann ass et virun allem, well den Herrgott eis invitéiert huet. Durch de Jesus huet hien d'Initiativ ergraff, fir eis us sein Dëch ze invitéieren. Schenkt eis sich selber, seg Präsenz, sei Verzeihen, se läuft. Los ma durfi eis Herz opmachen an den Herrgott im Verzeihung biden, lo am Gesang vum Kyrie. Den allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat eis hunn, soll eis Schuld nolossen, as ein ewig Liewe schenken. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du gebietest über Himmel und Erde, du hast Macht über die Herzen der Menschen. Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir. Stärke alle, die sich um die Gerechtigkeit mühen, und schenke unserer Zeit deinen Frieden. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesaja. Um Zions willen werde ich nicht schweigen, um Jerusalems willen nicht still sein, bis hervorbricht wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und sein Heil wie eine brennende Fackel.
Dann sehen die Nationen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Man ruft dich mit einem neuen Namen, den der Mund des Herrn für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand des Herrn, zu einem königlichen Kopfschmuck in der Hand deines Gottes. Nicht länger nennt man dich Verlassene und dein Land nicht mehr Verwüstung, sondern du wirst heißen, ich habe Gefallen an dir, und dein Land wird Vermählte genannt. Denn der Herr hat an dir gefallen, und dein Land wird vermählt. Wie der junge Mann die Jungfrau in Besitz nimmt, so nehmen deine Söhne dich in Besitz. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen dort 6 steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach. Jeder fasste ungefähr 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor, und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, wen ist der Jesus, die Frage zu allen Zeiten Gestalt? Als Mensch möchte Jesus, was Menschen so machen. Unter anderem genießt ihr Leben erfüllen sich, hat überhaupt kein Berührungsängsten, und hält sogar a Kaf als Fräser, Süffer, a Kompliz von den Sünder vernannt zu gehen. So als hier noch auf einer Hochzeit. Des Hochzeitserzählung dreht die Message an sich, dass der Jesus alldägliche Leben von den Leid interessiert ist. Vielleicht könnt ihr ja denken: Wie komme ich dazu, Gott mit meine kleinen Probleme zu belästigen, wo doch die ganze Welt auf Flamme steht? Die Erzählung weist, dass der Jesus die weltlichen Sorgen, auch die kleinen Sorgen von den Leid ganz echt hält. Auch wenn es sich heim nimmer festhandelt, bei dem ob immer kein Wein mehr da ist. Eng Weinkrise also sich kein Drama. Mehr ob einer jüdischer Hochzeit, die purdig gedauert hat, wäre doch aber eine kleine Katastrophe. Gucken wir auf Maria. Sie hat gewinnt, sich unter Jesus zu adressieren, was Probleme ausstehen. Womöglich denkt sie nicht direkt ohne Wunder. Jedenfalls vertraut sie darauf, dass ihre Jung irgendwie intervenieren wird. Auch der Jesus ist wohl kaum auf die Hochzeit kommen, für sein echt öffentliches Wunder zu wirken. Gesagt dann aber, dass es ein Wunder braucht, für die Situation zu retten. Auf wie hin also lo Zeit kommen, für sich zu manifestieren als denen ass. Von mir lief Leid, die nächste Kehr a Verlegenheit gehoden, ein klein oder ein groß, oder wann eis etwas passiert, erinnere me eis um das Geschicht. Wende me eis vertrauensvoll unter Jesus. Erzähl ma ihm von eise Sorgen, de Klängen a Großen. Erlauscht ma ob de Rot, de Maria de Garçon gin huet. Mach ma, wat hien eis seht. Levalgur as het net so. Mir all hoffen am Lauf von eisem Leben, dann, wenn wir gut nicht mehr weiterkommen, da soll doch nimmer ne Wunder geschehen. Oder mir merken, dass es immer etwas fehlt. Gesundheit, Frieden, vielleicht auch ein Wunsch, den wir nicht hart aussprechen wollen. Wat wollte Jesus eis mit seinem Weihwunder haut soen? Eventuell wollten da das soen. Für dich erkennen, was dir oder einem anderen fehlt. Da vertrau Gott un, wer dich beschäftigt, abiert ihn Hilfe.
An lo warst du drun. Wunder setzen nämlich voraus, dass ich bereit bin, zu handeln. Zum Beispiel kann ein musikalisch Wunderkant sein Talent nimmen entfallen, wenn es regelmäßig prüft. Ein Wunderdoktor kann nimmer beim Hehlen a gesund machen helfen, wenn der Patient durch sein Medikamente anhält. Thema Wunder ist also ganz vielseitig. Wie zu Kana op der Hochzeit. Immerhin hun sie da mussen Kräher beischläfen, am mat Wasser füllen, wie das ein Wunder zustande kommen kommt. Wunder vu Kana as e Geschenkwunder. Die Jesus verdeelt ganz verschwenderisch Kadoen in Hülle und Fülle. Gelad 600 Liter Wasser sollen do a Wein verwandelt gesinn, sete Johannes as enger gewinnt iwwerdrivener Spruchweis. Wat den Dionysos, de griechische Gott vom Wein, der Fred an der Fruchtbarkeit kann der Jesus schon lang. Den Dionysos-Kult war den Menschen aus dem Neuen Testament bekannt. 50 Kilometer von Kana weg goufet sogar ein Verehrungsplatz von ihm. Dann die 6 Krähe aus Ton, Herd wie Gab. Sie erinnern symbolisch geschwärzt und Menschen an ihr Herz. Also sie bedeuten Stillstand an Eidelt am Mensch, le grand vide. Die verstängert Menschen, die eidel an ihrem Herz sind, a knallhart vis-à-vis von den Mattmenschen. Eidel Kräh. Mit der Jesus greift dann, hier lässt zu füllen. Lo könnt Bewegung an dat ganz geschehen. Lo lesen sich die Verkrampfungen. Lo könnt Leben an Spiel aus engem ganzen Iwermoos an Iwerfluss, das Leben in Fülle. Mit dem Jesus könnt hochzeitlich Fried an des oft traurig an trostlos Welt bis haut. Mir apropos Wunder, als ne doch des matt zu bedenken. Wunder von der Schöpfung, Menschen, Natur, mit ihrem ganzen Inventär und Pflanzen, Ernährung, an all der. Sie sich schon für sich Wunder. Du an du, mir all sind Wunder Kanner vor Gott, mir all sie wunderbar erschaffen, mir all sind ob das oder de Manier schön, liebenswert. Den Message von diesem Sonntag riecht eis guck auch ob die viel Wunder, die täglich geschehen, erkenn die Wunder, sie dankbar für die Wunder, biet drin, dass das Kleinwunder immer von der erkannt gehen, an handele so, dass die Wunder von der Natur an auch du an die Äner so erhalten bleiben. Liebe alle Gur, wie von uns kennt das nicht, wenn sich eidel spielt, ohne Lust und ohne Drift, total sinnlos. Es könnte ihn sich selber nicht aus dem Face. Dazu auch nach abgedreht, gereizt, zum Beispiel durch lästig Noperen oder Mattbewohner, die engem auf Nerven gehen, oder ein Mupp, den nicht abhält mit Billen, oder auch nimmen Latsicht wieder. Wir kennen das all wissen, dass in so Stimmungen auch einfach mal muss aushalten. Wir können mal sie überwannen. Geht das überhaupt? Mal zurück bei dem Evangelium. Das ist kein Wein mehr da, auch eine flämmige Situation. Der Spaß hat ihren Ende. Das wie wenn der Mariage schon rüber wie, und hat mal noch nicht so gut angefangen. Sie leben leicht einander, sie haben sich nicht mehr zu suchen. Du seht Maria, macht, was hier ihr seht. Wie was soll hier schon wollen von denen hier das Herz so kahl an hart das wie die Stänge Krähe, die an ihrer Flemserei und Lustlosigkeit festgefuhr sind. Macht Krähe voll mit Wasser, rief hier hinnen entgegen. Holt dat war das, holt an die Hand, git mir et. So könnt ihr das wieder interpretieren. Git mir Langeweil, git mir Bitterkeit, Lieblosigkeit, passt op, was passiert. Und Wasser gött zu allerbestem Wein. Echt Christen durch ihren Kontakt mit Jesus verändern sich. Herzenswandlung nennt ihn dat. Weil nicht nimmer der Wein transformiert sich zu Kana an Galiläa. Wie geht das? Ist der Jesus also ein Zauberer? Nee, ganz sicher nicht. Aber da, wo hier obtaucht,
do wo Mënschen sich op Pien allossen, do wo Mënsche machen, wat hier seht, do geschieht tatsächlich etwas, do geschehe Wunder, do ändert sich die Realität. Do entsteht Liewen, do könnt Fried op, wie en sich et nie erdreemt het. Finito mat der Unlust an der gewinnter Verzweiflung, do get gedanzt dann gefeiert. Kommen also auch mir aus der Nummer von eisem Iwerdross heraus. Dat war jo eis froh. D'Wasser, dat der Wei verwandelt gëtt, as ein Bild für mei persönlich Liewen. Wann ich mam Jesus a Berehrung kommen, da sie nicht selber de Krau an Wasser, an da gin ich de kostbaren Wein. Da strömt plötzlich wunderbar Liewen aus mir, wie aus enger Quell, die nicht ophält. Da kann ich nicht anderes mehr wie glücklich sein. Da liewen ich gär, losen Doofgrin an Kette vom Iwerdross, dem ich gefangen hatten, hannert ma. Weil hier will tatsächlich, dass mein Leben grad doch matzen am Leid gut reüssiert. Bedingung für des Frieders die stängenden, irdenen an so zerbrechliche Krau gefüllt mit einfachem Wasser. Der Jesus, lief Brüder und Schwestern, will diese Krau, will mein Unfähigkeit, will mein Ohnmacht, jo will mein Herz an will det ganz an lo, fieret zu verändern. Da vergeht mein Ugangs beschrieben Eidelt a Lustlosigkeit, zwar nicht OBQ, mir grad am Glauben kann ich mich distanzieren von dem, was mich hei so packt an der Beschlag hält. Aber mich die wenden, die mir Fried wild schenken. Dat geht. An der Schlüssel half hier ass und hier geleben. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Herr Jesus Christus, du hast ein opend Auer zu erzählte Johannes, wie demals Krei eidel gesinn a kewei mi do war. Mir wissen, du es och ein opend Auer für eis Uleies von Haut. Herr Jesus Christus, der Wein geht aus an der Welt. Et gin so viel Menschen, die erschöpft an ausgelaucht sind, a ke Sinn mehr an ihrem Leben gesinn. Schenk du Kraft an Hoffnung. Christus erheiereis. Christus erheiereis. Herr Jesus Christus, der Wein geht aus an eiser Kirch. Oft klammere mir reis und all Formen a verpassen, dein Evangelium an enger leweger, a matreißender Spruch zu verkündigen. Schenk du Fantasie a Courage. Christus erheiereis. Christus erheiereis. Herr Jesus Christus, der Wein geht aus an eise Gemeinschaften. Viel Menschen sind enttäuscht, dass hier das Engagement so wenig Resonanz findet, und sie ziehen sich zurück. Schenk du Begeisterung auf Vertrauen. Christus erheiereis. Christus erheiereis. Herr Jesus Christus, der Wein geht aus bei eise Fester. Sie wirken manchmal so gezwungen, aber viele Menschen können gar nicht mehr froh und unbeschwert mit ne feiern. Schenk du Gelassenheit auf Rosen. Christus erheiereis. Christus erheiereis. Herr Jesus Christus, der Wein geht aus an eisem Alldach. Meistens zählt nimmer nach dat Besonnecht, dat Außergewöhnlicht, dat Spektakulärt. Schenk du Fried einfachen Erklängen. Christus erheiereis. Christus erheiereis. Herr Jesus Christus, weißt du demals Wasser von de Surgen an de Wei von der Fried verwandelt hues, so wandel Haut Eisnot a Glück
denst du lebst, erwirkst, lo an Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern. Denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant «
Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Claude, son évêque auxiliaire Léo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions tout spécialement ce matin pour Annette Berthemes-Fries. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils aimé, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Und lo beten wir zusammen, so wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sief gehelligt, dein Reich soll kommen, dein Will soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Geweisheit eis täglich Brot, verzeih eis eis Schuld, wie mir auch denen verzeihen, die an eiser Schuld sind. Fehr eis nicht an Versuchung, mir mach eis frei vom Besen, weil dein das Reich an Urcht, an Herrlichkeit für immer an ewig. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden und unser Versagen, sondern schau auf den Glauben und den guten Willen deiner Kirche und schenke ihr und der ganzen Welt nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gottes Sohn ist
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du füllst mir reichlich den Becher. Der Leib Christi. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du hast uns alle mit dem einen Brot des Himmels gestärkt. Erfülle uns mit dem Geist deiner Liebe, damit wir ein Herz und eine Seele werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Dideling. Den nächsten Sonntag überdrohen wir Mass von Lellich. Und los schalten wir zurück an den Studio.
Thank you.